Damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, wild. Erstmal Logos einblenden. Hier, Südgipfel gegen den VfB. Super wichtiger Sieg. Erstmal natürlich 5 Punkte geholt, ja, 3:1 getippt, 3:1 geworden. Super wichtiger Sieg, ja. Super wichtiger Sieg, auch in der Art und Weise, wie wir den geholt haben. Natürlich am Ende, ja, ein bisschen glücklich tue ich mich schwer mit. Wir haben natürlich profitiert durch die individuellen Fehler, die Stuttgart sich geleistet hat, aber die haben wir auch teilweise erzwungen, meiner Meinung nach. Zweite Halbzeit war sehr gut von uns, ja. Jetzt vielleicht nicht fußballerisch, da gehe ich mit. Generell fußballerisch heute kein Spiel zum Zungeschnalzen. War aber auch abzusehen, nachdem Pavlovic auch noch ausgefallen ist neben Kimmich. Das sind halt unsere beiden Spieler, die das Spiel gestalten können durch die Mitte. Das, was da heute auf dem Feld war, kann das halt nicht. Ja, soll man ganz klar sagen. Erste Halbzeit war sehr wild, sehr wildes Spiel, sehr interessantes Spiel, ja. Mit leichten Vorteilen für Stuttgart, obwohl wir eigentlich dann die besseren Chancen hatten am Ende des Tages, haben sie aber natürlich nicht genutzt. Von daher war das Spiel offen. Zweite Halbzeit war es aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft und unsere Mannschaft hat das gemacht, was sie kann. Ja. Wir konnten heute nicht diesen Zauberfußball spielen, dieses technische durch die Mitte oder sowas. Das war heute nicht möglich. Ja. Und man hat zweite Halbzeit aber gemerkt, das ist eine Mannschaft. Ja. Das ist eine Mannschaft und jeder, der da war, hat sich reingehauen, hat gefeitet, hat gebissen, egal wer es war. Auch erste Halbzeit schon, um das mal klar zu sagen. Ja. Da war es nicht gut über weite Strecken, aber wir haben gefeitet. Wir waren da. Ja, wir haben uns gewehrt. Der eine oder andere Spieler ist ein bisschen abgetaucht, kommen wir in der Benotung zu. Aber zweite Halbzeit war fast jeder Spieler da. Ja. Und ja, mir hat die zweite Halbzeit gut gefallen. Ja. Es ist immer dann gut, wenn man so das Gefühl hat, oh, jetzt ist gerade so ein bisschen langweilig. Ja, dann weiß man, der FC Bayern hat das Spiel im Griff. Und das haben wir gehabt. Ja. Es hat mich mega gefreut, dass wir den Sack dann auch zugemacht haben, das 3:1. Und ich denke, dass man gesehen hat, dass auch die Mannschaft weiß, dass das eine kleine Vorentscheidung ist. Ja. Leverkusen muss erstmal nachziehen morgen in Frankfurt. Das ist auch noch nicht gewonnen, das Spiel. Aber selbst wenn, war das schon eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Ja, erst recht, wenn man sich das Torverhältnis noch mit dabei nimmt. Man muss jetzt nicht überheblich werden. Ich denke, das wird die Mannschaft auch nicht. Ja. Aber gerade auch im Hinblick auf das Spiel gegen Leverkusen ist es nochmal, ja, man hat nochmal ein Zeichen gesetzt. Ja, wir haben 2 starke Gegner geschlagen mit Frankfurt und Stuttgart und man nimmt Selbstvertrauen mit aus dem Spiel. Ja. Vielleicht jetzt nicht wegen der spielerischen Klasse, die heute auf jeden Fall gefehlt hat. Auch nicht, dass man heute Harry Kane super ins Spiel gebracht hat. Das war heute nicht der Fall. Aber einfach, dass man sich gewehrt hat. Ja, sich gewehrt hat, dagegen gestemmt hat, gefeitet hat, als Mannschaft da war und man hat gemerkt, das ist eine Mannschaft. Ja, das hat mir zweite Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Ja, und da muss man auch nicht schlecht reden. Und erst recht jetzt nicht. Jetzt gilt es zu believen. Ja, es war jetzt nicht dieser nächste Step nach dem Frankfurt-Spiel, was das Spielerische angeht. Aber für mich war es trotzdem ein Step, weil man gesehen hat, auch wenn das Spielerische nicht da ist, die Mannschaft kratzt, beißt, fightet. Und das Gegenpressing war zweite Halbzeit sehr, sehr gut. Ja, und genau deswegen haben wir dann auch die Dinger provoziert, die Stuttgart sich geleistet hat. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn du spielerisch die Lösung nicht hast an so einem Abend, dann musst du halt genau dadurch dir die Chancen erzwingen, ja, und die Tore machen. Ja. Und von daher bin ich zufrieden mit dem Spiel. Gerade die Schlussphase, ich habe es so gefühlt und so gegönnt für King. Ähm, Einfach geil gewesen. Ja, hat mich riesig gefreut und hat die Mannschaft sich heute verdient, in meinen Augen. Nochmal, ja, es war kein hochklassiges, technisch gutes Spiel, aber wir waren da, Leute, ja, und das ist super viel wert. Und wenn man gesehen hat, gerade Leon,
der mir heute zweite Halbzeit sehr gut gefallen hat. Erste Halbzeit war er fast nicht zugegen, leider. Aber zweite Halbzeit, ja, hat mich gefreut, dass er es dann auch war, der da zur Stelle war. Und ja, hat mir gut gefallen. Gut, von daher, wir werfen mal, wie immer, ihr kennt es, einen Blick in die Statistiken rein. Mal gucken, wie das aussieht. Bin mal auf die Zweikampfquote gespannt. Gut, Ballbesitz. 52, 48 oder meinetwegen 53, 47. Abseits 2-2, Foul 12, 13, Zweikampfquote 41:59. Ja, so hatte ich auch den Eindruck. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Schüsse aufs Tor 3-8, Schüsse insgesamt 12, 17, Ecken 4-6, angekommene Pässe 390:371. Das ist schon wild. Haben nicht viele Mannschaften gegen uns. Flanken 15-2. Schüsse insgesamt 4 Goretzka, 4 Harry Kane, 2 Musiala, Torschussvorlagen, Sané 1, gewonnene Zweikämpfe, Dyer 10, Ulisse 9, Musiala 8, Ulisse für mich Spieler des Spiels von unserer Seite, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ballkontakte 83, Michael 74, Kim 66, Dyer gefoult worden. Wie immer, schenken wir uns. Gut. Damit gehen wir rein in die Benotung. Muss erstmal meinen Pfeil öffnen hier. So, Winnie, für seinen Gefühlsausbruch gibt es auf jeden Fall von mir eine halbe Note besser. Von daher für mich heute eine 2,5. Warum nur eine 2,5? Ja, weil wir leider wieder in unserem 4-2-3-1-System festgehangen haben, obwohl man gesehen hat, dass es nicht wirklich gut geklappt hat, vor allen Dingen erste Halbzeit. Ja, mit zwei, weiß ich nicht, wie wir sie betiteln sollen, 6er, 8er, ohne irgendwas Kreatives aus der Mitte, war es super schwer. Zweite Halbzeit war es dann besser, ja, aber da hätte ich mir auch schon vorher mal ein bisschen was anderes gewünscht. Ja, da hätte man vielleicht mal ein bisschen darauf reagieren können, wie die Situation ist. Ich habe ein paar Linien nicht wirklich gefühlt heute in dieser Mannschaft, wirkte auch wie ein Fremdkörper. Wäre es wahrscheinlich besser gewesen, Conny mit in die Mitte zu stellen und einen Stunny nach rechts. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Ansonsten hätte ich einen Harry Kane heute geschont. Beziehungsweise hätte ihn spätestens zur 60. rausgenommen und hätten Thomas Müller reingebracht. Harry war heute auch nicht gut, hat aber gefightet. Ja. Gerade wieder die letzte Viertelstunde, nachdem wir die Führung hatten, war er wieder mehr Sechser wie alles andere. Kommen wir aber gleich noch zu. Von daher bei der Aufstellung hätte man ein bisschen was anders machen können, meiner Meinung nach, aber am Ende des Tages. Der Erfolg gibt ihm recht, ja, und für sein Mitjubeln der Mannschaft, keine Ahnung, vielleicht hören wir es noch auf der Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview nach dem Spiel. Vielleicht hat dann King gesagt, King, komm, das ist jetzt noch deine Chance, du machst noch eine Hütte durch irgendein Gegenpressing und dann ist es so gekommen. Ansonsten würde ich so interpretieren, dass auch die Spieler wissen und auch der Coach, was dieser Sieg bedeutet im Hinblick auf die deutsche Meisterschaft. Da hat man gerade auch an Harry Kanes Reaktion gesehen. Ich glaube, auch er weiß, dass das ein Riesenstepper in Richtung deutsche Meisterschaft war. Ja. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, von daher 2,5 von meiner Seite für Vincent Kompany. Gut. Damit gehen wir rein. Manuel Neuer. Ja, beim Tor können wir wieder diskutieren. Wie bei jedem Gegentor, was er irgendwie kassiert. Ja. Ob er da so gut stand. War natürlich viel Verkehr vor ihm, hat er spät gesehen, den Ball sah dann wieder nicht ganz so geil aus. Dafür hat er dann eine gute Parade gezeigt, was im Nachhinein abseits war, den hätte er gut gehalten gehabt. Ansonsten 1, 2 Abschläge, Abwürfe waren nicht so gut, aber im Großen und Ganzen war es schon okay. Ja. Hat die Ruhe ausgestrahlt, abgesehen von zwei Bällen. War ruhig am Ball, war jetzt auch nicht so weit immer aufgerückt oder sowas. Ich sehe ihn bei einer 3. Joa,
Als nächstes habe ich Conny Leimer hier auf meiner Liste. Ja, Conny Leimer hat heute mal wieder bewiesen, dass er kein Außenverteidiger ist. Ja, und schon gar nicht ein rechter Verteidiger. Also Stuttgart hat das erste Halbzeit brachial ausgenutzt, über unsere Seite zu spielen, und ein zum anderen Mal wurde Conny da überspielt oder konnte eine Flanke nicht verhindern. Zum Glück war unsere Innenverteidigung da. Erbik Dyer heute bärenstarkes Spiel mal wieder, ja. Aber Conny hat super viel zugelassen, gerade in der ersten Halbzeit über seine Seite. Ansonsten hat er sich reingebissen, hat sich gut aufgerieben in den Zweikämpfe. Hat Glück gehabt, dass er erst so spät die gelbe Karte gesehen hat, hätte auch schon vorher sehen können, hat aber auch gut was eingesteckt. Ich weiß es nicht. Es ist für mich einfach kein rechter Verteidiger. Und gerade heute hätte ich mir ihn echt in der Mitte gewünscht, nachdem Pavlo ausgefallen ist. Aber ich denke, Conny Leimer wäre noch der gewesen, der da am kreativsten gewesen wäre mit Goretzka und Palhinha. Ja, also sehr schade, kann der Conny natürlich nichts für. Ansonsten hat er sich reingebissen, hat gefightet, 110% gefühlt gegeben. Ja. Manchmal war er drüber. Ja, ja. Halten wir es mal zugute, dass nicht so viel passiert ist über die Seite. Ich tue mich schwer, ob 3 oder 3,5. Vom Kämpferischen her war es auf jeden Fall eine 2. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber komm, wir sind mal gnädig, wir lassen es bei einer 3. Gut, habe ich gerade schon angedeutet. Erbik Dyer, für mich eine ganz klare 2 heute. Ja, also der Turm da in der Brandung, die Stuttgarter, wenn sie da auch wild angerannt kamen und haben 2, 3 Leute aussteigen lassen, so, dann war der Gegenspieler bei Erbik und dann, ja, alles gut, Erbik ist doch da, Leute, macht euch keine Sorgen, ja. Das hat er ausgestrahlt, das hat er umgesetzt. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und ich werde es nicht müde, das zu wiederholen. Es wäre eine Farce, den Vertrag auslaufen zu lassen und den Mann wegzuschicken. Gut, damit kommen wir zu Minje. Auch Minje heute gutes Spiel gemacht. Ja, definitiv. Viele Zweikämpfe gerade gegen Woltemade. Keine Ahnung, wie man ausspricht. Ich meine, der ist ein Kopf größer gewesen, ja, aber ein Kopfballduell hat er, glaube ich, trotzdem nicht gewonnen gegen Minje. Auch Minje hat ein gutes Spiel gemacht. Erbik hat mir einen Tacken besser gefallen. Von daher gibt es eine kleine Abstufung, von der eine 2,5 für Minje. Aber auch Minje war gut heute. Ja. Die Innenverteidigung war auf jeden Fall stabil. Daran hat es definitiv nicht gelegen. Gut, dann kommen wir zu Fonzie Davies. Fonzie Davies war heute viel Licht. Was heißt viel Licht? Viel Schatten, bisschen Licht. Defensiv war es eine Katastrophe. Ja, wir können froh sein, dass nicht so viel, also dass Stuttgart sich gerade erste Halbzeit Conny Leimer mehr ausgesucht hat. Kam aber dann auch 2, 3 Mal über Davies Seite. Und Fonzie sah da gar nicht gut aus. Ja, auch das Zusammenspiel, wenn man es überhaupt so nennen kann, mit Leroy, war eine Katastrophe in der Defensive. Ja. Aber das ist, was Fonzie kann. Ja, ich denke, man hat gesehen, dass er noch nicht wieder bei 100% ist. Das halten wir ihm mal zugute. Von daher von meiner Seite heute eine 3,5 für Fonzie. Gut, damit springen wir ins Mittelfeld. Kommen wir zu Leon Goretzka. Muss mal eben hier noch die X setzen, wie die nicht gespielt haben. Gut, Leon. Ja, wenn ich die erste Hälfte nicht vor Augen hätte, wäre es für mich eine klare 2. Ja, zweite Halbzeit war super stark von Leon. Leon war der Führungsspieler auf dem Feld. Das muss man ganz klar sagen. Er hat immer wieder versucht anzutraben, auch wenn es teilweise ein bisschen lächerlich aussah, dass er dann irgendwie von hinten angezogen hat, ist dann 20 Meter nach vorne und hat dann Ball über 2 Meter auf Michael gespielt. Ja, da hätte er auch von hinten einfach spielen können. Aber Leon hat versucht anzukurbeln, zu machen, zu tun, hat auch 2 Fernschüsse genommen. Man hat gesehen, dass er auch die Verantwortung nehmen wollte, und ja, es hat mich gefreut, dass er dann durch seinen Einsatz da dann auch das Tor erzwungen hat. Ja. Und
der Unterschied zur ersten Halbzeit, man hat ihn gesehen in der zweiten Halbzeit. Ja, vorne in der gegnerischen Hälfte, aber auch ganz klar auf der Achterposi. Ja, erste Halbzeit gab es so eine 25 Minuten, wo man Leon fast gar nicht wahrgenommen hat. Ja, hat er sich 2, 3 mal hinten zwischen die Innenverteidiger oder beziehungsweise auf die rechte Seite fallen lassen. Hat da mal 2, 3 Mal versucht, irgendwie den Ball nach vorne zu bringen, aber das war's. Ja, und zweite Halbzeit hat man so, ich bin's. Ich bin hier der Leon, ich bin der Mittelfeldchef. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Erste Halbzeit war nicht gut, wirklich gar nicht gut. Ja, von daher Note 3 von meiner Seite. Trotz des Tores. Ja, erste Halbzeit war nicht gut. Zweite Halbzeit war, ja, von daher denke ich, ist er mit der 3 gut dabei. Wie gesagt, wenn wir nur die zweite Halbzeit benoten würden, wird es anders aussehen, aber wir benoten halt das ganze Spiel, wa? Damit kommen wir zum einzigen Spieler, obwohl nicht der einzige, aber der am meisten abgefallen ist, und das war Palhinha. Ja, habe ich schon gesagt. Das war für mich, war das Note 5 heute. Ja, so ehrlich muss man sein, hat gewirkt wie ein Fremdkörper, erste Halbzeit, ging gar nichts im Zentrum, ja. Hat super viele einfache Zweikämpfe verloren. Ja, hat mal 1, 2 Zweikämpfe hinten gewonnen, zum Glück. Aber auch da versucht, wenn er ein bisschen Druck gekriegt hat, maßlos überfordert gewesen. Das Zusammenspiel mit Leon war null gegeben. Ja, beide auf einer Höhe, beide fast gar nicht zu sehen in der ersten Halbzeit. Katastrophe. Ja, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, weil dann Palhinha ein bisschen tiefer war hinter Leon. Aber das war zu wenig. Ja. Auf der anderen Seite war das zu erwarten. Ja. Deswegen will ich das gar nicht so hochhängen, aber das war für mich eine Note 5. Ja, das war mangelhaft. War natürlich lange raus, noch nie zusammengespielt mit Leon und ja, dann sieht das schon mal so aus, wie es aussah. Ja. Gut. Als nächstes, ja, der Spieler des Spiels aus meiner Sicht, Michael. Auch Michael hat einen schweren Start gehabt ins Spiel, ja, aber für mich die 1,5, weil für mich war er Spieler des Spiels. Nicht nur aufgrund des Tores, auch vorher, wenn irgendwas ging nach vorne, war es über Michael. Ja, auch er hat einen schweren Start ins Spiel gehabt, viele Ballverluste, hat sich aber immer wieder hinterher, immer wieder reingebissen. Rechte Seite versucht, Conny zu unterstützen, wo es nur irgendwie ging. Und nochmal, wenn irgendwas gefährlich ging, dann über Michael, mal abgesehen von den 2 Bällen, die Leber gespielt hat. Die waren auch sehr gut, kommen wir noch zu. Ja, und danach hat man auch einfach gesehen, aber das siehst du immer bei Michael. Dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein. Auch wenn mal was nicht klappt, ja, auch wenn er gefoult wird, der wird nicht rumlamentiert, der wird aufgestanden, der wird weitergemacht, feuerfrei. Und wie er dann auch hinten noch einen Schuss geblockt hat, ja, von Leverkusen am eigenen 16er. Ja, einfach, was das Gesamtpaket angeht, überragend. Ja. Er war vorne der X-Faktor und hinten hat er super stark mitverteidigt und das als Außenstürmer. Ja. Von daher Chapeau von meiner Seite und die 1,5, auch wenn die ersten 20, 25 Minuten auch nicht gut waren. Das muss man auch fairerweise sagen. Ne? Gut, dann kommen wir zu Jamal. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich hab gedacht, Jamal wäre einen Schritt weiter nach dem Frankfurt-Spiel. Ich habe gedacht, das Tor hätte ihm ein bisschen gut getan. Hat es leider nicht. Die Riesenchance gehabt, erste Halbzeit nach dem Superpass von Leroy. Kläglich vergeben. Ja, da hätte man so viel machen können. Danach, weiß ich nicht. Danach war es, wenn wir böse sind, war es ein Spiel vom jungen Spieler, der 5 Millionen verdient und nicht der 25 Millionen verdient. Ja. Und an diesen 25 Millionen wird er jetzt mittlerweile gemessen. Ja. Und wenn wir ihn daran messen, dann wäre es heute aber ganz wild. Ja. Es tut mich heute sehr schwer, ihn zu benoten. Ich bin ehrlich, ich habe Davis eine 3,5 gegeben. Und da war Jamal auch kein Stück besser. Ja. Auch wenn er bemüht war teilweise,
Teilweise aber auch wieder dieses Mimimi, oh, der hat mich, er hat es gewagt, im Zweikampf mit mir zu gehen. Nicht immer, aber teilweise war das da und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Ja, das ist eine Entwicklung, die mir nicht gefällt. Ihm hat ein bisschen die Lockerheit gefehlt heute. Ähm, ja, 3,5, denke ich, ist er gut mit bedient. Gut, damit kommen wir dann auch zu Leroy. Ja, Leroy kannst du eigentlich in dieselbe Schiene stecken. Ja, kannst in dieselbe Schiene stecken wie Musiala, von daher kriegt er auch eine 3,5. 2 gute Pässe gespielt, das war's. Alles andere, alles was über Außen ging, war Note 6. Ja, alles, wenn er über Außen kam, war es Note 6. Zweimal ist er, beziehungsweise einmal über die Halbposition, einmal durch die Mitte, da hat er zweimal einen sehr, sehr guten Pass gespielt. Das war stark. Ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten auch das Kämpferische war da, der Wille war da. Katastrophal war die Defensivleistung. Ja, das war gar nichts. Ich denke, das war auch der Grund, warum er ausgewechselt wurde. Da war King auf jeden Fall stärker nach seiner Einwechslung. Fairerweise hat Stuttgart aber in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr diesen Offensivdrang entfachen können wie in der ersten Halbzeit. Ja, auch da, wenn er dann selber eine Chance hat, der Divo wird sie kläglich vergeben. Ja, das ist sehr traurig. Von daher von meiner Seite eine 3,5. Ich denke, Divo wird nicht anfangen am Mittwoch. Ich denke, Kingsley wird die Nase vorn haben, erst recht nach dem Tor heute. Ich hoffe nicht, dass im Nachhinein wieder irgendwas kommt, Muskelverhärtung oder sonst was, weil er hat ja wieder alles aus sich rausgepumpt da in den paar Minuten. Das hoffe ich sehr. Ja, von daher 3,5 von meiner Seite. Es war jetzt nicht super schlecht, es waren gute Ansätze, der Wille war da, aber er konnte es wieder nicht so umsetzen. Aber es ist nicht ganz so hart abgefallen wie sonst immer nach einem einigermaßen guten Spiel. Ja. Aber das ist jetzt nichts, worüber wir reden. Jo, das ist ein Niveau, den Spieler musst du verlängern und dem 20 Millionen Gehalt zahlen. Ja, definitiv nein, Alter. Gut, damit kommen wir zum letzten im Bunde, das Harry Kane. Harry Kane war 70 Minuten blass. Einfach blass. Ja. Hat gewirkt wie ein alter, müder Mann. Wenn wir Umschaltmomente hatte, war Harry Kane kein Teil davon. Das ist er aber noch nie gewesen, weil er dafür jetzt viel, viel zu langsam ist. Bis der vorne ist schon wieder alles geschehen. Hat aber 1, 2 Szenen eingeleitet. Letzte 20 Minuten hat er mir gut gefallen. Da war er aber auch mehr Sechser wie Stürmer. Ja. Hat da wieder die defensive Mittelfeldreihe organisiert. War der englische Löwe, wie er Stunny verteidigt hat. Ja, das ist halt, da siehst du halt, das ist ein Führungsspieler. Das ist halt ein Mann, der da ist. Ja. Ansonsten, wenn es heute die sportliche Note gibt, ist es auch da, weil wir bei Jamal und Leroy auch gnädig waren, auch die 3,5. Aufgrund der letzten 20 Minuten aber auch nur. Sonst hätte ich ihn ganz klar bei einer 4, 4,5 gesehen. Ja, das war heute gar nichts. Er hat ein Schüsschen gehabt, was er sich genommen hat vorne. Ansonsten war es nichts. Der Freistoß zum Ende hin war nochmal ganz okay, ja. Aber ansonsten war Harry Kane heute kein Faktor in der Offensive. Dafür, wie gesagt, die letzten 20 Minuten in der Defensive auf jeden Fall. Gut, damit kommen wir zu den Einwechslungen. Ja, angefangen mit dem King. Ja. King kam 62. Das können wir auf jeden Fall gnadenlos bewerten. Und das war für mich ja eine glatte 2 heute. Nicht nur aufgrund des Tores, was er gemacht hat, sondern auch aufgrund der Präsenz. Ja, und auch der Präsenz nach hinten direkt. Ja, das war viel, viel besser, als wie es bei Leroy der Fall war. Wie gesagt, fairerweise hat Stuttgart dann auch nicht mehr so nach vorne agiert in der zweiten, oder konnte nicht mehr so nach vorne agieren, auch aufgrund unserer Leistungssteigerung, wie in der ersten Halbzeit natürlich. Gut, ansonsten haben wir jetzt noch ein paar Spieler, wo wir keine Noten mehr verteilen. Das ist einmal Stunny. Ja, Stunny hat es ordentlich gemacht, denke ich. Hat keinen defensiven Wackler drin gehabt. War sich auch nicht zu schade, einfach mal den Ball mal gnadenlos rauszuprügeln, wenn es sein musste. Vielleicht sollte ich einen Stunny auch einblenden, wenn ich schon über ihn rede. Ja, das ist ja eine Katastrophe, dass das hier nicht passiert.
Ja, wie gesagt, hat es ordentlich gemacht. In meinen Augen. Alles gut. Ja, dann kommen wir zu den dreien, die irgendwie für ein paar Minuten da war. Einmal Ito. Auch Ito hat es ordentlich gemacht, musste ein, zwei Bälle hinten noch klären. Hat aber auch bei einer Szene ein bisschen Probleme gehabt. Da ging es über seine Seite ein bisschen zu schnell. Ähm, aber ansonsten hat er da hinten das geklärt, was noch zu klären war in den letzten paar Minütchen. Dann haben wir Thomas Müller. Mm, Thomas war heiß, das hat man gesehen, ja. War bemüht, gleich reingeschmissen, gleich versucht, Feuer zu machen. Auch das war völlig okay für die paar Minütchen. Zu guter Letzt haben wir Serge Gnabry. Ähm, ja, auch das war okay. Ich habe ihn jetzt nicht so viel wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, vielleicht tue ich ihm da gerade ein bisschen Unrecht. Ich bin gerade nochmal mein Hirn am Anstrengen, aber ja, jetzt nicht, dass irgendwas schlecht war oder sowas. Auch er, aber er war jetzt nicht so auffällig, wie es aus meiner Sicht, wie es ein King war, der natürlich auch länger auf dem Feld war, oder aber auch ein Thomas Müller. Ja. Aber natürlich auch da vielleicht geschuldet, dass Stuttgart natürlich nochmal dann in der Phase auch nochmal alles versucht hat. Ja. Und wir relativ wenig dann vorne nochmal versucht haben, irgendwie noch einen Angriff zu fahren. Ja, das konnte dann nur durch so ein Ding wie bei King kommen, durch so eine überragende Willensleistung einfach. Ja. Und ja, Nübel kann sich auch bedanken bei King, dass er auf die Beine geblieben ist, sonst wäre der Nübel mit Rot vom Platz gegangen wie Notbremse. Ja. Wenn man so den Spieler da wegschobt, dann. Obwohl bei dem Schiri, wer weiß. Ja, der Schiri, vielleicht da heute nochmal ein Wort zu, war schon sehr wild unterwegs. Jetzt nicht positiv oder negativ für eine Seite oder sowas. Generell, ja, Szenen mal so bewertet, mal so Bewertung. Auf beiden Seiten keine klare Linie drin in meinen Augen. Ganz komisch, ganz wild. Ja, es war eine 4, es war ausreichend, aber das war es auch. Ja, das war nicht gut, wenn man ehrlich ist. Ja, Leute, was nehmen wir mit jetzt für die Champions League? Ich denke, wir nehmen erstmal das mit, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich denke, das wird wichtig sein für diese Mannschaft. Ja, glaube ich schon. Ja, das ist, auch wenn es, wie gesagt, spielerisch war es nicht gut. So, da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Ja, das war es nicht. Aber das muss es auch nicht. Wir haben das Spiel gewonnen. Das war ein Riesenschritt zur Meisterschaft, meiner Meinung nach. Klar ist da noch nichts entschieden. Ja, alles ist gut, Leute. Wir haben noch 10 Spiele, es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Aber erstmal muss Leverkusen morgen auch nochmal nachziehen, damit es auch wirklich bei 8 Punkten Abstand bleibt. Also meiner Meinung nach lassen wir uns das nicht mehr nehmen. Ja, und das hat man heute gesehen. Und das ist der super positive Faktor, den ich heute mitnehme für mich persönlich. Können wir gerne am Montag 18 Uhr im Stream drüber quatschen, wie der eine oder andere das von euch sieht. Für mich war das heute, ja, die Mannschaft hat gemerkt, nein, in der Halbzeitpause, vielleicht gab es auch die Ansage vom Trainerteam. Leute, wir haben heute nicht die spielerischen Möglichkeiten, bedingt durch das zentrale Mittelfeld, bedingt, dass Musiala nicht wirklich gut in Form war, bedingt, dass Harry Kane in der Luft hing. Eigentlich war nur Leroy und Olisse mal irgendwie, dass sie eine Aktion hatten. Ja, und man hat das akzeptiert und hat dann eine mannschaftlich geschlossene Leistung gezeigt und gekämpft, geackert, die Zweikämpfe gewonnen. Und halt das Gegenpressing war dann super stark. Ja, wir haben Stuttgart ja gar nicht mehr groß zur Entfaltung kommen lassen. In der ersten Halbzeit hat Stuttgart das oft sehr, sehr gut überspielt, weil wir auch zu spät waren, nicht früh genug da waren, nicht alle mitgemacht haben. Und zweite Halbzeit war das einfach komplett anders. Ja. Und deswegen haben wir die Stuttgarter dann auch zu diesen individuellen Fehlern gezwungen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, wenn man es negativ sehen möchte, was ich nicht tue, ja, ich weiß, dass das einige von euch sehen werden, ja, alles ist gut. Das müsst ihr für euch entscheiden. Kann man natürlich sagen, oh ja, wir haben Glück gehabt, dass Stuttgart diese Fehler gemacht hat. Ja, aber du musst auch da sein, ja. Du musst da sein, wo die Spieler waren von uns, ja. So.
Und du musst den Gegenspieler dazu zwingen, dass er halt eben diesen Fehler macht. Und von daher bin ich da positiv und bin auch weiterhin positiv für das Champions League-Spiel. Eben genau aus diesem Grund. Ja, weil wir gesehen haben, ja, wenn es nicht läuft, spielerisch, dann lösen wir es auf diese Art. Wir fighten, wir kämpfen, wir beißen, wir faulen, alles gut, wir schmeißen uns rein und wir holen das dann als Mannschaft übers Gegenpressing. Ja, wir erzwingen die Fehler des Gegners, ja, und wir haben sie dann genutzt. Ja, und was mich positiv stimmt, ist einfach die Leistung von Leon Goretzka in der zweiten Halbzeit. Ja. Und dass er da dann herausgestochen ist. So, das, was so ein Kimmich nicht hinkriegt. Ja, das sage ich auch ganz ehrlich. Das ist auch gar kein Shame oder was weiß ich was auf dem Josh. Aber das ist, was ein Kimmich nicht kann. Ja. Da dann der große Anführer zu sein, auch wenn es nicht immer gut aussah, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn man dann so 20 Meter mit dem Ball rennt und dann einen Pass über 3 Meter spielt, sieht das nicht gut aus. Aber er war der Mann, der dann die Verantwortung genommen hat in der Mitte. Ja, das war kein Musiala, das war kein Harry Kane, das war schon gar nicht ein Palinja oder sonst wer, das war ein Leon Goretzka. Ja. Und das erwarte ich von einem zentralen Mittelfeldspieler. Und ja, wir werden sehen, wie es am Mittwoch ausschaut. Bis Mittwoch ist ein bisschen Zeit, auf dem Pablo wieder dabei ist. Das wäre natürlich super wichtig in meinen Augen. Ob ein Kimmich wieder dabei ist, wobei ich gerade nicht wirklich weiß, ob es so schlau wäre, Leon da jetzt wegzureißen. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen für Mittwoch, wenn alle fit sein sollten, Kimmich als Rechtsverteidiger und Goretzka und Pavlo in der Zentrale. Wird natürlich nicht passieren, aber wäre auf jeden Fall eine Option, die ich fühlen würde. Auch ein Eric Dyer, bin ich ehrlich, kannst du gerade eigentlich nicht rausnehmen. Ja, das ist so souverän, was er gerade spielt. Bin ich sehr gespannt. Über den Davis kann man mit Sicherheit streiten. Hat ja auch dann noch ein bisschen Wehwehchen gehabt. Gute Besserung, hoffen wir, dass nichts Ernstes ist. Aber da habe ich schon zu Mara gesagt, wäre es wahrscheinlich sinnig, am Mittwoch ein Ito aufzustellen gegen Leverkusen. Ja. Und es ist super sinnig, einen Conny Leimer nicht auf die rechte Seite zu stellen. Als rechter Verteidiger. Wie gesagt, für mich gehört da ein Kimmich hin. Gut, warten wir mal ab. Das ist ein kleiner Ausblick. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Habt ein schönes Wochenende. Und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.